Dark Toxic muss auch ganz allein dieser riesigen Macht an Wasser-Pokémon entgegenstehen. Hoffentlich geht das gut aus. Willkommen zurück, Freunde, zu Pokémon Sonne und Mond. Obwohl, weil es riesige Macht war, waren gerade mal 3 Pokémon bisher. Quasi das letzte Gift, ja, natürlich Gesteins-Pokémon. Ich versuche mal den Knirscher. Ich beschwöre dich. Okay. Keine Crits mehr, das ist natürlich jetzt doof. Lucky. Was ist nicht die Attacke, die mehr Schaden macht, wenn ich nur noch die Hälfte meiner KP habe? Also sprich mehr Schaden im Gegner, wenn er weniger als die Hälfte seiner maximalen KP hat. Der Giftgriff. Ja, normale Vergiftung. Und Corazon ist auch down. Schade. Ne, für dich schon. Für uns schon cool. Okay, dann noch mal gucken, Leute. Team ein bisschen neu aufstellen. Eisbär momentan eigentlich ganz gut dabei. Ich würde gerne noch mal Taktox entwickeln in dieser Folge. Ich habe schon so viele Dinge mal erwähnt, aber getan ist relativ wenig. Deswegen... Oh, was mache ich überhaupt? Ich will da eigentlich regenerieren. Und eine Option, die es erst seit der ersten Generation gibt. Direkt aus dem Pokémon-Menü heraus. So, langsam noch sprechen, auch gar nicht mal eine schlechte Idee. Aus dem Pokémon-Menü heraus das Pokémon heilen. Ja, ich kann natürlich auch die ganze Zeit so ungefähr reden. Dabei käme ich mir aber ziemlich bescheuert vor. Obwohl es vermutlich auf YouTube später gar keinen Unterschied mehr macht. Weil ich ja sowieso bescheuert bin. So voran. Ja, danke schön. So, jetzt müsste eigentlich möglich sein, gegen die da unten anzutreten. Erstmal ein Pokémon Center hier. Passiert was? Nee, Route 16. Gut. Lass mich raten. War ja klar. Ey, in Pokémon Sonne kam die so selten, so ein Crabbox-Ding. Und hier plötzlich quasi 80% sind Crabbox. Und Bären nicht anquatschen. Dabei so häufig sind die eigentlich gar nicht. Was macht das? Nee. Bringt ja nichts. Ich will nicht kämpfen. Ich bloß, ich muss kämpfen. Mach mal den Giftzahn. Oh Gott, Giftgriff machen. Nee, Giftgriff ist die Fähigkeit. Und Giftzahn. Für Cindy Marzahn. Nee. Das ist wiederum was anderes. Mann! Was ist los mit dir, Michael? Ich weiß doch auch nicht. Und Crabbox ist doch cool drauf. So. Da jetzt vielleicht ein paar Beeren pflücken, wenn es mal irgendwie angenehm wäre. Okay. Eine Persimbeere, sehr schön. Es ist noch eine Beere da, es ist eine Zitrobeere, es liegen noch mehr Beeren da. Es ist eine Pirsifbeere, jetzt liegt keine Beere mehr da. Apropos Beere, was gibt es eigentlich hier für eine tolle Beere? Hey, tolle Beere! Ah, da kommt schon eins. Flagmon. Oh. Kann man machen, muss man nicht. Knirsch hingegen, der ist cool. Flagmon. Jo. Pelipper. Dann pflegen wir den Pelipper. Ja, Pokémon, die man sonst nirgendwo bekommt, war. So, das war der zweite Streich. Der zweite Versuch. Bin gespannt, was der dritte bringt. Der dritte bringt. Ja, Horten. Ja, Horte, du doch. Da mal aus, aber kein Bock mehr. Tschüss. Okay, Nummer 3.
Wisst ihr eigentlich, was noch cool wäre? Wenn in Kämpfen, wo Pokémon halt Attacken einsetzen, also so Wetterattacken einsetzen. Wenn sie es eingesetzt haben, wir aus dem Kampf rausgehen und der Wettereffekt eigentlich noch Bestand hätte am Ende des Kampfes, dass der auf die Overworld eigentlich mitgenommen wird. Das wäre eigentlich noch cool. Muss nicht lange sein, also vielleicht ein paar Sekunden noch, oder wegen Kampfrunden, aber eigentlich aus einer Theorie her. Aber dafür hat jetzt langsam mal. Dankeschön, so. Dritter Versuch, auch ein Pelipper. Also die Katz. Mir reicht's. Da haben wir noch eine Zygarzelle. Auch nicht schlecht. Guten Morgen. Ja, was darf es denn sein? Was gibt's hier? Es gibt so tolle Pokémon. Du, 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 du. Fies, oder? Ja, irgendwie schon. Tja, verkaufen. Habe ich was zum Verkaufen? Ja. Könnte eigentlich auch mal einen Rest an. Ah, hab gar keine mehr. Superschutze, sehr gut. Superschütze. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Superschutz? Superschutze. Klingt auch doof. Noch 5 Stück. Ja, das finde ich so krass. 10 davon Hyperheiler. Passt. Nö, bin wunschlos glücklich. Geheilt? Jo. Fidiralala. Ah, genau, das war das schon. Bereits gequatscht. Was will denn sie? Du. Klar doch. Dann brauchen wir das Mimikma. Ja. Ja, Mimikma. Das Fake Pikachu. Ich habe keinen Bock drauf. Weißt du nicht? Muss ich es echt fangen? Ja, toll. Ich muss eines fangen. Oh. Das könnte ein bisschen knifflig werden. Tuhaido und Tauros. Ja, theoretisch ja Tuhaido, weil es ja noch die Fähigkeit, Rauhaut. Die würde ja Tauros auch wehtun. Aber ansonsten, da kommt wohl drauf an, war auf was natürlich Tuhaido, an Land wäre es wohl Tauros, also, Jetzt irgendwie ein blöder Vergleich. Oh ne, Vergleich von Pandi, leck mich am Arsch. Ja, ist das gleiche Route, also auch gleicher Pokémon. Pelipper. Ah ne, Fleckmon. Ist ja eh fast das gleiche. So. Also im Pokémon Center war ich schon, das heißt, es müsste jetzt eigentlich wählbar sein im Flugmodus per Glurak. Und jetzt haben wir natürlich hier so einen seltsamen Fritzen. Der aber Erwin heißt statt Fritz. Was? Ich bin Julian. Oh, Julian! Servus! Akup. Käfer Elektro. Nice. Oh. Und damit Dark Toxin macht jetzt da Giftzahn und Knirscher. Ja. 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 Eine Flugattacke. Wow. War mehr Schaden, als ich gehofft hatte. So. Du bist doof, Mann. Tschüss. Auch nicht schwer in die eigene Entwicklung antreten. Doch, ich find's scheiße. Könnt's. Ja, komm. Ich vergifte es.
Oder mache direkt ein bisschen frei unterm Arsch. Jo. Salamandra. Dynamische maximale Flamme. Leck. Oh oh. Das wird wehtun. Nicht schlecht. So, und dann eine kleine Trachtwut. Das waren coole Erfahrungspunkte. Gerne wieder. Sollen wir doch echt noch jetzt Glurak-Flieger nehmen? Da einen. Ja, und hier unten. Der war doch eine relativ große Wasserroute, war. Wenn man es mal so betrachtet. Und noch ein kleiner Weg für uns, muss ich in der nächsten Folge vor allem den abschließen und dann sind wir auch schon in der Stadt Po und haben, ja, bis auf den eigentlichen, ja, noch bis auf den eigentlichen Berg hier, den höchsten Punkt der Lolas, haben wir, glaube ich, die ganze Insel nochmal gemeistert. Bereits die dritte Insel von 4. Ja, heilen. Heilen ist cool. Dankeschön und tschüssi. Wann wird sich Dark Toxic entwickeln? Wird es heute sein? Wird es morgen sein? Ich denke, es wird noch heute sein. So, jetzt sagen wir, bieten es nicht alle waren. Ja, eben. Noch nicht alle waren. Hä? Die Mini-Prüfung. Und was hat sie? Yeah! Alice. Der Alice. Ah, ein Schlüssel. Ja, wohl eher Alice im Wunderland. Warte mal. Das Vieh ist doch... Oh nee, das Vieh Stahl. Stachel hat noch kein Flug-Pokémon mehr. Ja, die Verzeihung ist immer cool. Giftwirke gegen Stahl nicht. Eigentlich muss ich Salamander bringen, um vergiften. Einfach nur so just as fun. Aber jetzt so Stachel liegt erst einmal da, war. Das ist so eine Bodenattacke. Egal. Schaff's auch so. Und dann entwickelt sich der Dark Toxic. Vielleicht. So, nochmal einmal gedroppt. Das heißt, vermutlich dürfte das schon gewesen sein. Nach dieser Attacke. Alter, natürlich ein Volltreffer. Ach, come on. Danke, Dark Toxic, danke. Der darf sich jetzt vermutlich auch. Nö, kein Bock mehr auf die Scheiße, will mich jetzt entwickeln, nicht besiegt werden. Und da ist Level 38 und der Dark Toxic. Setz Panzer, Eron. Ah, jetzt haben wir Stachel liegt da, wa? Ich mach's trotzdem. Zweimal gibt's, ich glaube, ein 1/5 Schaden, wa? Ey! Das hat ein bisschen wehgetan. Natürlich, die scheiß Robustheit. Boah. Gibt's einfach nicht, hey. Da rettet es die scheiß Robustheit. So. Level up für Salamandra. Ja, noch ein bisschen pflegen. Ist im Pflegefall. Okay, der war jetzt nicht witzig. Und es wird endlich Zeit für die heiß herbeigesehnte Entwicklung.
Dark Toxic. Seltsame Musikdigitation zu. Was ist das gerade? Der Sound ist ja ganz anders. Hä, warum das? Oh, Mark. Was ist das für eine crazy Mucke? Das kann sich wunderbar dazu zahm verhalten, wenn man ihm lang keinen Müll zu fressen gibt, zerstört und verschlingt es die Möbel im Haus. Nett. Echt nett. Die Giftfalle. Was ist Giftfalle? Eine Statusattacke, oder? Müsste eine Statusattacke sein. Die Initiative von vergifteten Zielen. Das müssen wir in Kombination mit Toxin nehmen. Ja. Das ist jetzt am Farben von Dark Toxic. So. Schön sauber rubbeln. So mag es die kleine Salamander. Naja, ich würde raten, so mag es jeder. Yeah, Mann, das war geil. Danke, Mann, yeah. Okay, tschüss. Seht ihr, wir haben einen anderen Prüfungshelfer gemeistert. Sehr geil. Was kriegen wir? Ein AP-Top. Melonen genug, ja, ist doch schön für dich. Andere brauchen Geld, damit sie irgendwie was zu essen kaufen können und ein Dach über dem Kopf haben. Aber sie, nee, ein Lächeln reicht mir schon. Das war echt eine seltsame Musik bei der Entwicklung. Das ist vielleicht bei... Das kann man mal überlegen. Ich habe bisher schon einige Alola-Pokémon, also Alola-Formen, sag ich jetzt mal, entwickelt in Sonne halt. Also vor allem Vulpix zu Volona oder Kiorok zu Geowarts. Gut, letztes war wäre ein Tausch, aber trotzdem. Ich frage mich gerade echt, ob das an den Alola-Formen liegt. Also kaum vorstellen. Aber theoretisch wäre es möglich. So. Wir haben jetzt eigentlich noch einen Übungskampf mit Alola Slimeorgan, schon zum sehen, wie cool es aussieht. Da eine gute Frage. Oh, jetzt kommen wir in das Gebiet, da erinnere mich wieder. Das ist ein bisschen seltsam aussah. Das Ula Ula Blumenmeer. Oh, schon wieder so einer. Moment, ich habe schon gesehen. It's time for the camera. Komm schon, Selfie. Nee. Das einzige hier war. Und weiter zur Fotoauswahl. Ja, komm, nimm das hier. Ne, rangehen sollen. Gesamtbewertung. Ja, 10.000 Vielfalt echt nicht mehr. Vielleicht weiter fotografieren? Nee. Da habe ich keinen Bock drauf. Der duftende Nektar lockt offenbar nicht nur Choreoglang. Komm, trau dich nur. Ich bin doch schon da. Du musst nicht so hetzen. Patricia. Oder Patricia. Oder Patricia. Urteil. Oh, Toxic. Oh mein Gott, es ist heiß. Das ist die Fähigkeit von Groudon und Mega Quark Y.
nur so nebenbei. Sehr schön. Toxisch vergiftet. Ah, ich fluche auf dich. Ja, Alola Slimemock sieht natürlich schon cool aus. Eine Typkombination aus Gift und Licht ist ja auch nicht schlecht. Aber wegen cool aussehen, ganz Farbenwechsel, ich finde es ein bisschen übertrieben. Und andererseits, ja, wir haben schon Gift-Pokémon natürlich mit Amphira im Team, deswegen wird sich Dark Toxic bald schon zur Box zu einem anderen Pokémon gesellen. Und noch mal die Giftfalle. Oder auch nicht. Ganz kurz gucken. Ja, doch. Also, Initiative zweimal, Spitzangriff einmal, Verteidigung ist noch hoch. Ja. Schutzschild-Spammer, wa? Hm. Du musst natürlich im Keim ersticken. Uff. Das war hart. Golking. Golking. Dumi. Golking. Ah ne, war ja Goldini, war. Goldini. Und noch einmal vergiftet. Diesmal haben wir dort eine Fähigkeit, deswegen nur normale Vergiftung. Keine toxische. Toxinische, wollte ich gerade sagen. Eine toxinische Vergiftung? Ja, wohl ja eine crazy Vergiftung. So, und das war's für Golking. Und vermutlich auch der letzte große Auftritt für Alola Slimemock. Außer kämen natürlich für eine spätere Runde nochmal zurück. Aha. Ja, die hat 3 Pokémon. Okay, das ist natürlich relativ einfach. Polypurba ist schnell, der physische Angriff ist hoch und ich glaube die Verteidigung auch noch relativ. Ja, Verteidigung. Ich glaube echt bei Polypurba ist der Angriff der höchste Wert, dann folgt die Verteidigung. Und der Rest eher so Mittelmaß, vor allem glaube ich speziell eher, ziemlich noch Mittelmaß sogar. Oh, Schwertanz Polypurba, das könnte echt wehtun, wobei bei einem Slimemock eher weniger. Außerdem irgendwo noch Erdbeben drauf, das Teil. Aber Psychoklinge wäre auch ganz so schlecht. Aber ich glaube nicht, dass es das lernen kann. Tja. Wisst ihr, was ich dafür ansonsten glaube, Freunde? Ich glaube, dass die Folge wieder mal vorbei ist. Hier bei Pokémon Sonne und Mond. Wir sind hier am Blütenmeer. Wir haben eigentlich gar nicht mal mehr so viel, mal ehrlich sein sollen. Noch ein bisschen rumlaufen, noch hier und da so ein bisschen aufsammeln, nicht wahr? Noch den Anfangstypen noch besiegen, weil er ja hier irgendwie der Routenchamp ist, was weiß ich. Und dann ein bisschen Hula tanzen natürlich, aber dann geht's auf nach Pou, der Stadt hier und mal Team Skull ordentlich in den Arsch treten, aber so richtig schön, damit direkt zum Mond fliegen. Die werden auch von Dark Toxic, vor allem durch der KP-Wert enorm hoch. Spezialverteidigung auch nicht schlecht, Verteidigung geht auch. Ja, Angriff okay. Spezialverteidigung. Gut, dass auch ein paar Level mehr war als unser Sensei. Aber trotzdem Sensei. Ja. Ist schon ein Thema für sich. Wie dem auch sei, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal hier beim Let's Play von Pokémon Sonne und Mond. Ciao zusammen.